Wir sind in Dubai und wir wollen wissen, ob die Stadt ihrem Hype gerecht wird. Let's go! So, Punkt Nummer 1. Ihr seht, wir gängen immer noch. Wir wollen wissen, ob die City wirklich so unwalkable ist, wie jeder sagt. Also wir gehen seit 20 Minuten durchgehend auf Gehsteig. Die Gerüchte sind nicht wahr, man kann sehr gut zu Fuß gehen, wie es ausschaut. Tja, dann ist der nächste Schritt, dass wir in Burj Khalifa suchen. Irgendwo muss doch das höchste Gebäude der Welt sein. Wir haben ihn gefunden. Das ist gar nicht so leicht. Also ihr hättet es nicht gedacht wahrscheinlich, aber er ist ziemlich hoch. You don't say! Also er ist wirklich richtig groß. Er ist einfach 300 Meter höher als andere da. Und wir sind 300 Meter. So, ich bin da für Burj Khalifa. Ja, das Gebäude ist 829 Meter hoch, wurde 2009 fertiggestellt, Bauzeit 5 Jahre und es ist aktuell das höchste Gebäude der Welt. Wird jedoch bald überholt vom Jeddah Tower, den wir auch schon gesehen haben, der ist gerade noch ziemlich niedrig, aber der soll über 1000 Meter hoch werden. Also, nimm mal an. Also, Stop Nummer 2 ist direkt neben Burj Khalifa, nämlich die Dubai Mall. Es ist sehr viel los, wer hätte es gedacht. Wir hassen es jetzt schon, aber es gibt scheinbar was, wegen dem es sich lohnt herzukommen. Wir suchen es. So, wir haben alles gesehen. Da gibt es eine Nische, wo man sich quasi wie in so einem Wüstenzelt ablichten lassen kann. Mit Polster, mit Gewand, mit allem. Alter, Lächerlich. richtig lächerlich. So, wir haben einen Wasserfall gefunden. Natürlich gibt es indoor einen Wasserfall. So, wir sind gerade dabei, dass wir das Aquarium suchen. Anscheinend gibt es ein Aquarium. Wir finden nie was in Dubai, das zieht sich durch. A few moments later. Wir sind davor gestanden, haben es nicht gesehen. Also Aquarium grundsätzlich problematisch. Wir schauen es uns trotzdem an, aber ich habe schon Haie gesehen und so, also Also man sieht halt auch, dass die Fische immer im Kreis schwimmen. Der Mantarochen hat, glaube ich, gar keinen Stachel mehr. Der Hai hat auch sehr lethargisch ausgeschaut. Wir unterstützen das wirklich nicht. Sehr schade. aber wir nicht zuschauen irgendwie. Und seit Doha wissen wir natürlich, jedes gute Einkaufszentrum braucht. Gut, man kann in Dubai auch Skifahren, also so, und zum grünen Abschluss sind wir jetzt außerhalb von der Mall und es sind tausende Leute. Wir lieben es. Mittlerweile ist es finster geworden und um 18 Uhr gibt es im 30-Minuten-Takt die Dubai Fountain, die ihr Wassershow macht. Wir haben bis jetzt nur gerade zufällig erwischt, dass wir nur kurz warten müssen. Ja, schauen wir mal, was das noch hat. Und dann brauchen wir dringend was zu essen. (19:03 Uhr).
doch nicht. I don't think so. So, der erste Schritt in Dubai ist für uns nicht das Uber nehmen, weil das war ein bisschen zu einfach. Wir probieren es einmal mit der Metro. Wir fahren jetzt mit der Red Line. Wir müssen mal zuerst ein Ticket kaufen und dann die richtige Richtung nehmen. So, die Metrofahrt haben wir hinter uns gebracht. So viel Leid. Nicht lustig. Ja, sehr viel Leute, aber günstig. Wir sind schon wieder in einer Mall. Auf der Suche nach einer weiteren skurrilen Attraktion in Dubai. Schauen wir mal, ob wir es finden. Wir haben es gefunden. Es geht jetzt zum Ski Dubai. Nicht, weil wir Skifahren wollen, sondern weil wir uns auch schon wollen, welche Leute in Dubai Skifahren. Was gibt's Grülleres, als wir in Dubai bei 40 Grad im Sommer oder 30 Grad im Winter 0 Grad zum haben und Ski zu fahren? Wir schauen es uns an. Oh shit. Alter, da ist einfach ein fucking Skilift. Da ist einfach ein Skilift, geht's euch jetzt? Wieso sind da Pinguine? Das ist nicht gut. Und wieso feiern die Leute das? Das ist so wie das Aquarium gestern. Tiere sind kein Entertainment. Wir schauen jetzt aber, das ist echt surreal. Welcome to Ski Dubai. Meet the penguins. Stay safe and enjoy your visit. Ist der nicht zu? Wer Skifahren kann, das da machen möchte, kann unlimitierten Schneespaß um 60 € haben. Das ist billiger als so manches Tagesticket in Österreich. So, nächster Ort. Wir sind am Jumeirah Beach, einer der bekannteren Strände da. Einerseits fürs Baden, aber andererseits auch, weil man einen super Ausblick auf das Burj Al Arab Hotel hat. Burj Al Arab, fragt ihr? Das exklusivste und wahrscheinlich auch eines der teuersten Hotels weltweit. Es ist das einzige offizielle 7-Sterne-Hotel. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wir checken da halt ein. I don't think so. Nein, natürlich nicht. Jo, also da sind die Luxusmenschen unterwegs. Das sieht man. Und wir. Wir sind am Souk Madinat in Jumeirah. Das ist so der Touristensouk. Er ist sehr nett hergerichtet, schaut aber ganz cool aus. Wir wollen sehr gut essen und es ist gar nicht so viel los, also eigentlich ganz entspannt. Wir sind jetzt dem Instagram-Zeichen gefolgt und sind jetzt auf dem Instagram-Platz. Schnell, filmen wir. Aber schon cool eigentlich. So, was wäre ein Besuch von Dubai, wenn man nicht auch noch die Palm, also die Palmeninsel besuchen würde? Wir haben uns das jetzt für den Abend aufgehoben und zwar aus folgendem Grund, weil die Gebäude dann so viel mehr beleuchtet sind und wir werden jetzt da ein bisschen entlang gehen und euch zeigen, wie das ausschaut. Laura, wie findest du das? Ziemlich beeindruckend, das muss man schon sagen. Ja, die Lichtverhältnisse sind schon schlecht, aber das wollen wir nur loswerden. Die Insel ist einfach riesig. Viel krasser, als wir uns das vorgestellt haben. Und es ist auch so viel los da. Also der Highway, der da geht, tausende Autos, die da herumflitzen. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Voll. Aber passt zu Dubai, ist so wahnsinnig irgendwie futuristisch, wenn man sich denkt, das Ganze ist aufgeschüttet. Das ist keine natürliche Insel. Wait, what? Das ist keine natürliche Insel und die Gebäude sind pompöser denn je. Kann
komplett. Das Highlight kommt jetzt noch, und zwar das Atlantis de Palm. Eins von den wohl ikonischsten Hotels da neben dem Burj Al Arab. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wollte ich immer mal sagen, richtig fettes Hotel. Geil. Aber die Nacht kann man sich wahrscheinlich nicht leisten. Auf zum nächsten Punkt. Der nächste Stopp bei uns ist die Dubai Marina. Das neue Dubai quasi. Und was ist da so besonders, Laura? Viel hohe Häuser. Also sehr viel und sehr hoch. In der Nacht natürlich umso eindrucksvoller mit den ganzen Lichtern. Wir werden da wegen herumspazieren und ihr seht, was wir sehen. Wir haben gerade die Moschee entdeckt und der Muezzin singt gerade im Hintergrund. Und wir haben gesagt, das ist irgendwie ein sehr komisches Gefühl, den ganzen neuen Gebäuden da irgendwie dann zwischendrin dann doch wieder so das Muslimische rauskommt. So irgendwie, es passt nicht so zusammen. Was sagt ihr? Aber es ist toll, weil wir lieben den Muezzin. Darum freut man sich, dass man ein bisschen den Bezug dazu hat, dass man in einem arabischen Land ist, wenn es schon sonst keine Anzeichen davon gibt. Cool. So, letzte Activity in Dubai, Skyviews Observatory. Wir wollen das Ganze von oben sehen. Da ist das scheinbar der Place to be. Kann man sich sagen. 20 € pro Person. Ist okay. Der Burj Khalifa kostet fast das Dreifache, also das ist okay. Ja, und den Burj Khalifa sehen wir natürlich jetzt von dem Skydeck, um das geht's ja. Denken die meisten. Das bewusst, das hängt mir am Arm sein. Oh, voll hängt. Laura, was ist das Problem? Man sieht den Burj nicht einmal ganz. Er ist oben angeschnitten. Ja, man muss den Stegen runtergehen, dann sieht man den gesamten Burj Khalifa. Ja, alles groß. Ist Zeit aus? Laura, was hast du entdeckt? Der Glasswalk. Okay, schau ich das. Okay, da geht es 200 Meter straight runter. Ich muss nur einen Schritt machen. Es ist alles super, Alter. Für was Glas bricht? Ja, und dann, wie lange muss ich noch wieder weg? Also insgesamt ist es winzig. Hoffen wir mal, dass das Glas nicht bricht. Wie kommen die Fingerabdrücke dazu? Aber den steht ja. Laura, was kann man da machen? Wenn man eine Tour hat, kann man sich da so für die Kante aushängen. Ja, mache ich gerade ein bisschen. Muss man nicht. Ja, so viel zum Thema Dubai. Wir haben uns am Anfang gedacht, das wird ein Ort, den wir nicht gern mögen.
Wir sind sogar ein bisschen positiv überrascht worden. Wir haben einige Sachen gesehen, die ganz cool sind und gar nichts kosten. Und ein paar Sachen, die ein bisschen was kosten, aber nicht unseren ganzen Geldbeutel leeren. Der Burj Khalifa, echt hoch, so hoch wie er ist, aber wir haben es nicht erwartet, dass das so außersticht wie im Vergleich zu allen anderen Gebäuden da. Am Abend ziemlich coole Lichtershow, jetzt immer nur beeindruckend. Ja, Dubai, spannender Ort mit skurrilen Attraktionen und spannenden Menschen. Nicht ganz unser Welt, aber vielleicht verflockt es uns wieder mal daher. Wenn ihr das Video cool gefunden habt, dann vergesst nicht, dass auf den Like-Button drückt und uns folgt. Wir machen oft coole Sachen und nehmen euch da hin mit. Und jetzt gehen wir noch essen.